liebe Komorodinnen und Komoroden, den 8. Mai soll den Staatsminister seine Deklaration über die Lage von der Nation aufgehen. Und das ist schon klar, dass es ein Redwert sind, die die Lage ganz schwarz durchstellt, für anschließend zur Konklusion zu kommen, dass es stark gespürt muss gehen, dass es weiteren Sozialaufbau muss gehen. Das Land soll an eine Stimmung von Erschüchterung versagt gehen. Die Chance ist einmalig, für am Sinn vom Kapital die Verdelung von innen und Uwe weiterzutreiben, als soziale Errungenschaften aus dem 20. Jahrhundert rückgängig zu machen und immer mehr auf den Stand vom 19. Jahrhundert zurückzuschneiden. Begründung für die Rückschritte werden auf 2 Niveaus liegen. Ihr seht, dass mehr als Lenk eigentlich auch die Rede für jeden könnte schreiben. Es fehlt just die mystische Inspiration, die Herr Juncker sich vor kurzem auf Träger bei den Heiligen Rack sich gegangen ist. Den ersten Niveau von Begründung wird daran bestehen, dass ich nicht ernst machen kann, wie die EU vorschreibt am europäischen Semester, am Sixpack, am Fiskalpakt, am Pakt Euro Plus. Dabei erfüllt das Land alle europäischen Normen perfekt. Den zweiten Niveau von der Begründung wird an einem dubiosen Bericht von einer dubiosen Expertengruppe, die Komitee de Prävision heißt, die negativ statistisch Zählereien an Zukunft nach mehr negativ weitergeschrieben wird. Darauf kommt ich noch zurück. Was der Staatsminister nicht wird machen, und das passt an eine Zeit, wo die Politik nicht mehr als Exekutant von der Finanzwelt funktioniert, da das klar von der Wirksamkeit von der Politik von Sänger CSV-LSAP-Regierung durchzulegen. Ich will das auf ein paar wichtige Punkte limitiert machen und herausschälen, was diese Regierung nicht kann. Erster Punkt, Arbeitslosigkeit. Ob schon auch momentan nach Arbeitsplätzen geschafft gehen, stehen wir bei rund 15.500 Arbeitslosen plus 4.500 an Mesuren, das mischt 20.000 Leute. Bei den Schomeren sind die entlose Grenzgänger nicht angerechnet an dem Schiffer, aber bei den Mesuren nicht die ArcelorMittal-Leute, die an der Cellule de Reclassement sind, weil das ja keine Mesure de Réemploi. Es gibt keine Proposition für die Verbesserung von der Situation, just Resignation oder eine gewisse Satisfaktion, dass all das Leid als Druckmittel auf Klein an die Ausbildung von prekärer Arbeit können benutzt gehen. Zweiter Punkt, Industriepolitik. Heute sieht ja all Mensch, dass sie nicht mehr vom Handel kann leben, sondern dass sie noch muss produzieren und diversifizieren an der Wirtschaft. Die Regierung schwätzt seit Jahren hauptsächlich vom Sektor von der Logistik, die könnte ausgebaut gehen, vor allem mit einem multimodalen Zentrum um allen Terrain von der WSA nicht weit von hier weg. Multimodal heißt also Schienen, Straßen, Flieger, Häfen und so weiter. Aber der Mittal baut die Arbeitsplätze mehr sehr auf, wie die Regierung Arbeitsplätze an der Logistik auch nicht mehr an der Prognosen, also ein paar Bayer kann schaffen. Dritter Punkt, Wohnungsfrau. Gesetze sind da, optimistische Prävisionen vom Wohnungsbauminister sind da, just etwas fehlt noch. Bezahlbaren Wohnraum an das seit Jahrzehnten. Wir wissen, dass es doch damals zu tun hat, weil die Gemeinden keinen sozialen Wohnungsbau machen wollen. Viele von ihnen, auch in der LSAP-Feierung, wollen sehen, wie zu Neuilly bei Paris, wo der Sarkozy herkommt. Wir wollen nicht mehr reicher, die Armen an die Normal stellen nicht mehr Probleme. Der vierte Punkt, Verkehrschaos. Wir haben von der Purdage eine neue Etude gekriegt, die wie viel das ist eigentlich? Den Tram muss Nerven wie Tramschienen haben. Die Regierung braucht 20 Jahre von den ersten Studien bis zu der ersten Schiene. Übrigens fällt an dem Kontext auf, der Findel kriegt keinen Schienenanschluss. Wie passt das dann bei der Multimodalität
von einem Logistikcenter mit 300 bis 500 versprochenen Arbeitsplätzen hier am Raum Diedling-Beeteburg. Und sie vielleicht wir gesehen, dass die Logistik mit Fallschirmen hier zu Diedling-Beeteburg aufgelöst gehen, ehe Flieger dann umfinden landen. Das Fazit wird vielleicht sehen, nach mehr Kamion auf der Autobahn rund um die Stadt. Der 5. Punkt, Regionalpolitik. Die wird behandelt wie eine Konkurrenzpolitik zwischen den verschiedenen regionalen Zentren. Wie wäre es mit der Ausrichtung, die ganz Großregion zu gucken, an die stark zu machen für die Zukunft? So gesehen die Linke jedenfalls. Ein großer Wirtschaftsraum, das wären wir ja schon von der Mitte vom 19. Jahrhundert an. Das letzte Mal an der Presse gelesen, dass der Präsident von der Region Lorraine, eine gewisse Masseré, gesagt hat, gibt es 18 Monate, ohne erfolgreich versichern, permanent Sekretariat von der Großregion zu Lützeburg unterzubringen. Das ist erstaunlich, weil wenn man so rundherum fährt, an rundherum Stadt fährt, da gesagt, ist das nicht anders wie Büros gebaut. Also, sie wälzen von der Regierungsseite die Arbeitslosigkeit auf Frontalien auf, da als auch nach der Klau von Kammergeldern an die Geschichte mit der Unterstützung von den Studenten. Sie schwätzen a puncto Regionalpolitik just von den Konsumvierdeler zwischen Lützeburg, Träger und Metz. Vielleicht sollten Sie gucken, auch so ein helge Rack oder Mantel an die Kathedrale zu kriegen, für das Käfer kommen. Oder vielleicht, ich meine, der Mantel, das vom helgen Martin, also dann vielleicht ein helgen Jogging, das wäre mir cool, das wäre auch modern. Der 6. Punkt, ein Tournant Energetik. 11% Alternativenergien bis 2020 und nach mit Gefuddels, mit den Zertifikaten, das das minabelst, was in Europa als Zielsetzung gilt. Karikatural geht lo den Handel mit Zertifikaten, die von den alternativen Energien loskaufen, wann lo de Metall, die Zertifikaten, die ja stillgelöschte Schmelzen oder stillgelöschten Deler für Betriebe wie heute zu Diedling nicht mehr gebraucht gehen, internationale Märkte versilbert. Für die 10. Jahrzehnten soll auch die Atomenergie nicht salonfähig zu Lützeburg gemacht gehen, weil der Metall sonst granzig gehen. Hier braucht Strom von Kattenom für die Elektroöfen von Schöffling zu betreiben, den Zoas an die Waldstraßen zu Schöffling und zu Rodange, die nicht laufen. Die Regierung möchte alles matt, die haben ist wirklich für ganz blöd. Es können die Lust feiern, zum Beispiel ob der Frau vom Gewässerschutz, wo Lützeburg, wie man in der Zeitung von der Politik gelesen hat, eine große Strophe dreht, wenn sie nicht fertig bringen, für die Objektive zu erfüllen, für das Gewässer proper zu kriegen. Und das ist so eine ganz erstaunliche Situation an so einem kleinen Land. Was sollen dann die sagen, die Agglomerationen von 10 Millionen Einwohner, an die aber an der Reise mit den Normen von der Europäischen Union, wo mehr Dollar haben, wo 500 Leute sind, wo wir nicht an der Reise sind, an der Ruhr, der wir schwammen, offiziell, an der Ufersauer, unter dem Stausee, wo es das Wasser herkommt, also verboten zu schwammen, schwammen ist reserviert für Salmonellen. Bien, das ist klar von der Politik, von der Regierung, von der Nation. All die Gebiete, die ich hier angeschnitten habe, Erbecht, Industrie, Wohnungen, Verkehr, Region, Energiewende, sind struktureller Natur und sie haben all eine zentrale Bedeutung. Sie liegen all am Rayon von der Nachhaltigkeitsdebatte. Übrigens, was der Begriff von der Nachhaltigkeit belangt, den Natur ja travers von jedem gebraucht wird, ist gesehen als ein Begriff, den 2 Seiten hat. Das ist auch nachhaltig, wenn den jahrzehntelang eine falsche Politik möchte. Das hat doch nachhaltige Konsequenzen. Und das ist in die Richtung, wohin die Politik halt zu Lützeburg mit den 3 Parteien, die sich da auflesen und der Murcht kann bezeichnen. Auf all diesen Gebieten verseht die offizielle Politik von Lützeburg immer rum. Da, wo sie wirklich gestalterisch können sein, verseht sie
Sie funktioniert eigentlich just nach, wo sie sklavisch Viergaben vom Großkapital und vom Finanzkapital begleitet. Das gilt auch für Europa, aber auch ganz konkret für Lützeburg und für die CSV-LSAP-Regierung. Mehr schlimm und bedenklich ist, dass 50 oder 59 Deputierten an der Chambre des Politik mitdrohen. Den zweiten Punkt, wo der Staatsminister sich wohl darauf berufen, da das den ominösen Bericht von dem Komitee de Prävision, den immer regelmäßig rauskommt, an den Nieft, also den EU-Viergabe für eine Austeritätspolitik wird anrufen, wo der Staatsminister die wird anrufen, an den Bericht möchte Prävisionen, die auf wackelige Beinen stehen. Vor einem Jahr unser Wachstum vom BIP von 3% vorausgesagt an 3,6% für 2012. Ein Jahr drauf, also das war ganz März, also im März, wo das dann rauskommt, melden sie eine Rezession von 0,9% für 2012. Das wird dann dem Minister Frieden an dem ultraliberalsten Teil von der Regierungskoalition Möglichkeit geben, richtig Last zu führen, an den sozialen Besitzstand bis zum Mindestlohn vorzustellen. Die Prognose vom Komitee de Prävision beruhen auf einer Schätzung von einer Rezession von 3 Monaten am 4. Quartal 2011. Da soll die Rezessivgewicht sein, also minus 0,8% BIP Wachstum. Und auf den 3 Monaten geht dann heiß gerechnet, und sie rechnen heiß bis 2015. Das ist vom wissenschaftlichen Standpunkt abstrus. Am 4. Trimester übrigens sind die Statistiken, die da gemerkt sind, dünner auf dem Statik aktiviert gehen und das nicht minus 0,1, nee, plus 0,8. Aber wenn dann die Aufgabe nicht machen, dann kämen ja ganz andere Zahlen raus, aber auch die Zahlen nicht stärker, weil diese Prognosen an der aktuellen Situation vom Kapitalismus sind einfach nicht wert. Es könnte aber keine Rektifikation, weil so Berichte sind ganz praktisch für dann Kontoreformen durchzubringen an der Chambre und noch zu einem Teil an der Opinion publique. In der Zwischenzeit haben wir aber Wachstum am Hauptexportland von Lützeburg, wo am meisten exportiert geht. Das geht vom Juncker immer so angeschnitten, nämlich Deutschland, den über die Wertungen rausgeht, dann, wenn an derselben Logik also gibt, denken, da wären wir an derselben Logik dran, wie Sie da fuhren. Sie wollen einfach unter den negativen Prognosen nicht ändern, schauen mal Vorsicht bei die neuen Kontoreformen durchzupeitschen. Kameradinnen und Kameraden, es kommt manch Attack vom krisenden Kapitalismus auf uns zu, an den nächsten Monaten. Gerade lo sind die Linken gefordert, ihre Alternativen nach besser zu verbreden. Vieles hängt aber auch davon ab, was aus anderen Ländern und antikapitalistischen Alternativen auf uns zukommt. Wir dürfen nicht nur Observateuren von der Situation sein, wir müssen die sozial und nicht zu vergessen die ökologischen Auseinandersetzungen, die an dieser Situation komplett zu kurz kommen, aktiv ergreifen und alles favorisieren, das, was für Kämpfe und Impulse an Europa besteht, über die Grenzen vom Ländchen rüberschwappen zu lassen. So nicht, merci.